Ja, Leute, endlich ist es soweit. Know sometimes that it doesn't make sense. It's even harder to comprehend. It's a long night. Say goodbye then hello. We came here from nowhere, going towards the unknown. Ich weiss, viele Leute haben es wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen, ich habe es auch schon auf YouTube gesagt, aber jetzt ist es offiziell, meine eigene Kleidermarke Die Different kommt raus und sie kommt nicht irgendwann raus, sie kommt raus am nächsten Montag in einer Woche, am 6. April 2020 am 12 Uhr am Mittag. Ganz kurz für die komplett hängen geblieben sind und nicht wissen, was Die Different ist, das ist das Logo, das immer in meinen Ecken von den Videos ist. Das ist so ein riesen Dream von mir, dass jetzt endlich die Kleidermarke rauskommt. Das ist mein Abstand am grössten Projekt oder auch mein längstes Projekt. Ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt über 2 Jahre an dem Projekt, an dieser Marke geschafft. Im letzten halben Jahr sehr intensiv und endlich kommt jetzt die Marke raus. Und dass ich die ganze Geschichte mal erzählen kann, fangen wir einfach ganz von vorne an. So, angefangen hat nämlich die ganze Geschichte vor etwa 3 Jahren, wo ich mir die beiden Sachen bestellt habe. Das ist eigentlich ein Sended Shirt und ein Sended Hoodie. Das sind meine ersten Sachen, die ich selber designt habe, in Anführungszeichen. Also ich habe eine Schrift genommen und das aufs T-Shirt gedruckt. Das Wichtige an der ganzen Sache ist, ich habe dann entdeckt, dass man einfach T-Shirts selber bedrucken und für sich bestellen und das gar nicht viel teurer ist, als irgendein Shirt zu kaufen. Also es ist schon viel teurer, als wenn man jetzt in H&M oder C&A geht, aber es ist sicher auch billiger als jetzt irgendein Markenshirt. Und ich habe das auch für mich gemacht, weil ich es cool gefunden habe, habe ich mir das Sended Shirt und das Sended Pulli bestellt. Und dann ist das immer so weitergegangen. Ich habe eigentlich mega selten noch Shirts gekauft im Laden, ich habe sie nur noch selber designt und bestellt, aber nur für mich. Ich habe das nicht für irgendjemanden machen, ich habe keine Marke machen. Bis mir dann Leute auf YouTube geschrieben haben, hey, von wo hast du das Shirt? Hey, von wo ist das? Wo hast du das bestellt? Und dann habe ich halt immer zurückgeschrieben, yo, ich habe das dort selber designt und bestellt. Das ist jetzt auch nicht gross Aufwendiges gewesen. Irgendwann habe ich dann so ein bisschen ein Motto oder so eine Marke oder irgendeinen Spruch gesucht für das, was ich mache. Also für mein Hobby, YouTube machen. Irgendein Motto, das so ein bisschen für meine Ziele steht, für meine Einstellung zum Leben. Und dann bin ich irgendwann hure kreativ gewesen. Und man sagt ja, be different, also sei anders. Und weil wir ja anders sein sollen, habe ich einfach die ersten 2 Buchstaben vertauscht. Dann heisst es Die Different. Lustigerweise bin ich dann googeln und die Marke Die Different gibt es bis heute nie auf der Welt. Es gibt keine Webseite, es gibt nicht irgendeine kleine Marke, die das macht. Dann habe ich ein Logo dazu designt und das Logo, das seht ihr in jedem Video seit etwa 2 Jahren. In irgendeiner Ecke, ich weiß jetzt nicht in welcher Ecke das ist, aber das ist immer so klein, so ein kleines Wasserzeichen, das ist das DB. Und so hat sich dann ein bisschen der Sinn von dieser ganzen Marke, oder so, wie sagt man dem? So für das, was die Marke steht, oder so der Wert, den die Marke hat, das hat sich so entwickelt. Und ich kann euch jetzt mal etwas zeigen. Das hier ist mein Studiozimmer und hier ist mein Bett. Geradeaus von meinem Bett steht groß an der Wand Die Different. Wenn ich dann so hier reinlege, sehe ich eigentlich immer das Logo. Und ich weiss, Leute, es ist ultra kitschig, bla bla bla, aber ich kann euch jetzt erklären, was Die Different für mich bedeutet. Für mich bedeutet es halt eben, meine Videos machen, das ist das Projekt Adi Totoro, also das, was ich auf YouTube, TikTok mache. Dann der Podcast, den ich mit dem Can habe. Dann Adissima, da kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Aber vielleicht gibt es irgendeine Show. Ganz wichtig natürlich, immer 100% geben bei dem, was man macht und bei dem, was man gerne macht. Reisen, sehr viel Reisen. Geht jetzt nicht wegen Coronavirus. Und was zum Logo selber dazugehört, sind eben die Kleider. Ihr seht, für mich ist es also schon immer wichtig, so ein Logo zu haben, wo ich all meine Ziele oder meine Werte reinstecken kann und das dann auf mir tragen. Irgendwann habe ich mir dann halt das Logo designt, habe es auf Shirt gedruckt, auf Pullis, habe es in den Videos angehabt. Habe immer noch nicht in den Gedanken gehabt, irgendwann Kleider rauszubringen. Weil, ganz ehrlich, wer kauft das schon? Und dann haben halt die Leute die Kleider davon gesehen und haben immer wieder gefragt, hey, das ist bei dir immer rund in der Ecke, du hast das an, was ist das, bla bla bla. Und ich habe gesagt, das sind Kleider, die ich mache und haben gefragt, ob ich das verkaufen kann. Die wissen, wie es ist, so hat sich das Ganze gesteigert und jetzt sind wir an dem Punkt, wo die erste Kollektion von Die Different rauskommt. Und jetzt kommt das, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert, und zwar die Infos über die Collection. Alle Shirts und Hoodies in der Kollektion sind 100% biologisch, Bio-Baumwolle.
Sie bestehen zum Teil aus recycelten Sachen und sie sind fair produziert. Ich tue jetzt das nicht ins Detail erklären. Wenn ihr das genau wissen wollt, wie das ist mit der Nachhaltigkeit, ETC und allen Zertifikaten, das findet ihr dann auf der Webseite von D-Different. Alles in dieser Kollektion habe ich selber gemacht, von A bis Z. Also ich habe jetzt nicht die Shirts genäht und den Druck gemacht, aber ich habe es designt, ich habe mit den Firmen geschrieben, ich habe es finanziell gemacht, Marketing, also alles, was ihr von D-Different seht, auch die Webseite, habe ich selber gemacht und das ist ja hure. Das war ein hoher Aufwand gewesen und ich bin froh, dass ich das jetzt alles gemacht habe. Ich habe sogar das Lager, also das Lager bei mir daheim, die ganzen Kisten stehen rum, ich tue es hier verpacken, ich tue es versenden, bla 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 bla. Wichtig zu sagen natürlich ist, die ganze Kollektion, die ist limitiert, es sind nicht so viele Pieces, das heisst, wenn ihr etwas haben wollt, ich kann jetzt nicht sagen, ob es gerade sold out wird sein oder ob es ein paar Tage geht, aber wenn ihr sicher etwas haben wollt, dann würde ich euch vorschlagen, das schnell zu kaufen. Und jetzt zum nicesten Teil, zu den verschiedenen Pieces. Das erste Piece von der Kollektion ist das T-Shirt, das ist das Peace und Blümli T-Shirt, das ist eine Mischung zwischen einem Peace und einem Blümli. Das kommt natürlich von meinem YouTube-Outro. Finde ich eines der nicesten Designs, die ich gemacht habe für die ganze Kollektion, weil das ist so ein easy, nices Logo, man kann es überall drauf printen. Genau. Und das ist so ein bisschen mein Ziel, irgendetwas zu schaffen, was man überall im Alltag anziehen kann. Weiter zum zweiten Shirt von der Kollektion, und zwar am D-Different Smooth Shirt. Das ist der geschwungene D-Different Schriftzug, auch mit einem kleinen Frontprint auf der Brust. Es ist ein recht cleanes Design, das Shirt sieht recht clean aus und das ist genau das, was ich auch machen wollte, weil ich selber habe nie wirklich riesen komplizierte Designs auf den Shirts momentan. Darum, der geschwungene Schriftzug finde ich ein sehr nices und so ein bisschen stilvolles Shirt. Das dritte und letzte Shirt von der Kollektion ist mein Favorite und zwar ist das D-Different Classy Shirt. Da hat man eigentlich D-Different Logo vorne drauf und eigentlich hinten drauf, ihr seht es auf den Bildern. D-Different Classy, das ist mein Favorite Shirt, einfach auch, weil es einen nicer, grossen Backprint hat. Weiter im Text, es hat ein Accessoire in der Collection und auf das Accessoire habe ich auf Insta und so viele Rückmeldungen bekommen. Und zwar ist das der D-Different bzw. der Peace und Blümli Fischerhut. Das ist ein Fischerhut, einer ist in Navy Blue und einer ist in Weiß mit dem Peace und Blümli Logo drauf gestickt vorne. Und gestickt auf einen Fischerhut für einen Sommer ist einfach schon mal der maximale Baba-Move. Ich finde sogar, dass der Fischerhut eines von meinen Favorite Pieces ist von der Kollektion, einfach weil es das so, also mit dem gestickten Logo, so nie gibt. Und jetzt, Leute, zu meinem absoluten Favorite-Stück von der Kollektion, zu dem Stück, wo ich so viele Kommentare auf YouTube bekomme, so viele Kommentare auf Instagram, bla bla bla. Und zwar ist das, ich nehme an, ihr wisst schon, was es ist, das D-Different Sweatshirt in Baby Blue. Ich finde, der Hoodie oder das Sweatshirt hat einen mega cleanen Look, hat eine hure nice Farbe und der Stoff, wenn man das anlenkt, ist wirklich mega dick. Und auch einfach, weil ich das so viel nicht anhabe, also immer wenn er gewaschen ist das mein Favorite Piece. Ich finde den Bulli sehr nice. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, hä, aber du hast die Preise gar nicht gesagt? Ja, die habe ich nicht gesagt und das liegt nämlich daran, dass noch ein paar Zollkosten reinkommen, wo ich noch nicht genau weiss, wie hoch die sind und dann kann ich es rechnen. Logischerweise, wenn man das Ganze selber macht und ich hoffe, da habt ihr ein Verständnis dafür, wird das Ganze sicher nicht so billig, wie es in einer H&M wäre. Aber die Preise werden auf jeden Fall kommen. Folgt D-Different auf Instagram, das ist D-Different Clothing. Dort werde ich die Preise vor dem Drop noch posten, das heisst, ihr wisst es schon vorher und könnt euch ein bisschen Gedanken darüber machen. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf den 6. April. Ich bin mega gespannt, wie es bei euch ankommt. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung in den Kommentaren, was ihr nice findet, was ihr vielleicht weniger gut findet und vor allem, was ihr euch für eine nächste Kollektion würdet wünschen. Irgendwelche Accessoires, Pieces, Hosen. Man weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall mega froh, dass das Ganze jetzt rauskommt und zu kaufen gibt es das Ganze dann auf www.dbifferent.ch. Das war es in dem Fall von dem Video. Die sind jetzt absolut zugeballert worden mit Informationen. Ich hoffe aber, dass das Ganze euch gefällt. Wir sehen uns am nächsten Sonntag bei einem normalen Video. Ich sage Tschüss, Peace und Blümli.